Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 2020. Ja, wir sind wieder in unserem Hauptquartier und wir gehen jetzt auf Singapur. Wir haben dort das nächste Rennen. Erwartet nicht zu viel, weil Singapur ist absolut nicht meine Strecke. Ich glaube, es bei vielen auch nicht, weil es ist halt einfach eine Hassstrecke. Ich habe mir ein bisschen Mühe, weil ich weiss, wo ich abbiegen muss, weil der Notausgang immer noch geradeaus geht. Ich müsste eigentlich mal rechts. Wir schauen jetzt noch, was wir verbessern können. Wir machen jetzt mal einfach empfohlene Upgrades und dann geht er immer noch auf den Motor, weil der Motor immer noch sehr schwach ist. Was ich mich noch frage ist, ich weiss, es hat vorher an in der Formel 1 Karriere, dass wir können sagen, ich möchte die Entwicklung stoppen lassen, also nicht weiterentwickeln und dann schon aufs nächste Fahrzeug oder aufs nächstjährige Fahrzeug konzentrieren. Ich weiss aber nicht, ob das schon möglich ist oder ob man das gar nicht mehr kann. Wahrscheinlich kann man es noch nicht machen, denke ich. Darum machen wir jetzt hier auch nochmal ein Motor-Upgrade machen. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen nach Singapur. Wie gesagt, ich sehe jetzt einfach gerade das Splits-Qualifying. Ich mache jetzt so aber das Training und auch noch ein paar Testfahrten, um das optimale Setup herauszufinden. Und ich sehe, wir sind gerade wieder im Qualifying. Let's go! So, herzlich willkommen zum Blitz-Qualifying. Ich bin jetzt etwa gut 3-4 Stunden gefahren, alles noch Trainingssession und habe gefühlt einfach nie etwas Vernünftiges hergebracht. Ich kann mir die Strecke einfach nicht merken. Ich weiß es nicht. Es ist so schlimm. Also ich habe eine Streckenakklimatisierung gemacht, habe das auch eigentlich gut hergebracht noch. Habe dann aber zum Beispiel beim Qualifying-Tempo nichts rausgebracht aus dem Karren. Das Auto fühlt sich eigentlich nicht schlecht an. Ein bisschen rutschig, aber eigentlich ist es ganz okay. Es untersteuert eigentlich gar nicht. Aber ich bin 1,5 Sekunden langsamer als die angegebene Zeit vom Team beim Qualifying-Tempo. Und das ist sehr langsam. Ja, darum weiss ich nicht, was jetzt wird passieren im Qualifying. Ja, wir gehen auch trainieren. Let's go. Weil mit dem Setup bin ich eigentlich zufrieden. Hoppala. Steer ist nicht cool. Oh shit. Okay. Ich habe nicht auf die Ecke geschaut dort. Also ich habe keinen Plan, Alter. Huren müssen kämpfen, jetzt mit dem kaputten Spoiler. Das wäre viel mehr gegangen eigentlich, nach 18 Minuten. Okay, das ist voll easy eigentlich. Aber ich muss jetzt sagen, jetzt ohne Witz, das ist die beste Runde, die ich je gemacht habe. Jetzt das Qualifying hier. Das ist die beste Runde, die ich gefahren bin. Weil alle anderen Runden vorher, die ich gefahren bin im Training, sind alle Schmutz gewesen. Und das Auto hat noch mal ein bisschen besser gehabt als vorher. Wir sind besser als der Lando. Lando ist 11. Aber dort mit der Mauer, ich habe vorher geschaut und habe schon den Winkel von der Kurve angeschaut, wo ich muss einschlagen muss, also den Einschlagspunkt, war zu wenig links gewesen. Und dann rechts hat gerade in die Wand reingetutscht. Zum Glück nur der Spoiler und nicht irgendwie das ganze Rad abgerissen, das wäre blöd gewesen. Aber ja, P8 ist easy. Jetzt kommt die wieder, das erste Mal habe ich keinen Kommentar gegeben, da hat sie immer so gesäuft, das war irgendwie gerade angepisst. Ja, das ist immer toll, wenn die harte Arbeit zu Fuß zahlt, genau.
Steven hat ja ein paar Teile auf der Strecke gelassen, gab Schwierigkeiten mit der Traktion. Das ist schon gerade wieder. Ja, komm, nein, das. Ich werde hier nicht irgendwie sagen, so, ja, das Team dort und das und so, sonst haben wir wieder Probleme oder so. Das ist wieder irgendwie eine Abteilung demotiviert und dann nachher ist die Fehlerquote grösser. Aber ja, mit P8 können wir leben, glaube ich. Und ja, ab ins Rennen. So, herzlich willkommen zu der Startaufstellung bzw. zum Rennen in Singapur. Und wir schauen noch gescheit die Rennstrategie rein. Und letztes Mal habe ich ein bisschen Scheisse gelabert, ist mir noch in den Sinn gekommen, beziehungsweise als ich das Video geschnitten habe, ist mir aufgefallen. Und zwar habe ich ja, glaube ich, irgendwo mal gesagt, dort, wo ich plötzlich die weißen Reifen bekommen habe, ich habe das Höckeli dort nicht gesehen. Es kann auch sein, dass es unten das Höckeli ist, aber es oben ausgewählt ist, aber das, also markiert ist, aber dann müsste ich noch X drücken, dass es ausgewählt ist und ich habe das nicht gesehen. Also das war eigentlich mein Fehler, da würde ich es nicht checken. Das war, glaube ich, ein Spa oder so, wenn es mich nicht täuscht. Ja, wir sind eben in Singapur, das Wetter bleibt eigentlich so weit trocken, das ist auch nicht anders zu erwarten. Es hat zwar im ersten Training noch geregnet. Wir haben 15 Runden vor uns. Wir starten auf den Softreifen und gehen dann nachher auf Mediums in Runde 5. Fahren dann die restlichen 10 Runden mit den Mediums. Wir haben ein bisschen weniger Sprit mit. Wir haben für 17,5 fast getankt, aber es sind ja noch 15 Runden. Darum würde ich sagen, wir haben 16 für 16 Runden nehmen wir mit. Und ja, dann würde ich sagen, let's go. Ich hoffe, dass ich gut durch den Start durchkomme, dass es nicht gerade irgendwie einen Crash gibt am Anfang. Und ja, mal schauen, wie weit wir vorher kommen. Wir haben zwar nicht so ein starkes Auto an Motorleistung, wobei da ist die Motorleistung nicht so wichtig. Darum mal schauen, was uns erwartet. Let's go! Oh, shit. Schlechter Start von mir. Hinten gibt es ein Gedränge, ich will aber hier nicht vorne pushen, blöd. Meinem Spoiler zu lieb. Hinter uns ist Gasly. Boah, ist der schnelles Auto, der Gasly. Ja, Ricciardo, innen probieren wir es hier. Oh, shit. Oh mein Gott! Holy shit, der hätte uns gar den ganzen Karren kaputt fahren. Aber zum Glück nur ein Spoiler gewesen. Alternativstrategie. Okay, probieren wir mal seine Strategie. Ich glaube, ja, das Spoiler brauchen wir schon hier im Rennen. Ah, shit, genau. Oh. Okay, jetzt ist er komplett weg. Norris, lassen wir vorbeiziehen. Da ist unser Mate. Wegen, er muss Punkte holen noch fürs Team. Er ist hinter uns auf der Platzierung. Und die anderen halten wir jetzt hier ein bisschen auf. Nicht noch die andere Seite vom Spoiler kaputt fahren. Los, fahr schnell, Norris! Oh mein Gott, okay, jetzt ist der noch kaputt. Oh, Scheiße! Oh mein Gott, über Boxengas rausgesprungen! Oh mein Gott! Oh shit! Wer ist das? Der Sainz oder der Gasly hinter mir? Der ist recht optimistisch hinter mir nachgefahren und er hat gemeint, der fährt jetzt mit mir in die Box rein. Aber noch Glück gehabt. Wer ist da hinter uns? Albon wieder. Albon hat auch eine schlechte Saison bis jetzt. Der ist auch sehr oft in der Box. So. Okay. Das haben wir schon mal gehabt mit dem Albon zusammen in Silverstone. Ist er auch mal hinter uns geblieben. So. Und jetzt hoffe ich, dass ich da relativ schnell ein bisschen Temperatur in den Reifen bekomme. Oh, Albon wieder innen. Oh. Scheiße.
sind wir innen. Und da lassen wir einfach keinen Platz. Motor zeigt Verschleiß. Das kriege ich natürlich auch immer hure gerne, so etwas. Oh, ich struggle hure da hinten gerade ein bisschen rum mit diesen Reifen, habe ich so das Gefühl. Zu Magnus. Sie ziehen sich aus dem Rennen zurück. Safety Car auf der Strecke. Das Safety Car ist auf der Strecke. Oh, Safety Car. Holy shit, das habe ich gar nicht checken können. Das ist gut für uns. Die Frage stellt sich jetzt, ob wir nochmal einen Boxenstopp könnten machen und nochmal frische Reifen holen. Würde ich in dem Sinne nicht verlieren. Aber ich glaube, wir holen hier keine neuen Reifen. Ja, ich weiss, ich muss langsamer fahren. Also das ist gar nicht checken, weil ich so konzentriert war, es hat mich gerade richtig aus der Fassung genommen. Ja, die profitieren jetzt natürlich ein bisschen, die Leute, die gehen boxen. He? Aber Räikkönen ist hinter uns. Ich weiß nicht, ob es eine Kollision gegeben hat mit dem Magnussen. Oder ob er einfach einen technischen Fehler hatte. Keine Ahnung. Aber wir tun jetzt mal kurz ein bisschen Benzin sparen alles und schauen einfach mal, wie weit das wir jetzt vorkommen. Für uns ist es gut. Allerdings bin ich eben echt am Kämpfen jetzt über die letzten paar Runden rein mit den Reifen und einfach allgemein. Ich habe einfach so Mühe mit dieser Strecke. Mittlerweile merke ich mir schon die Strecke merken, wenn man halt ein paar Mal fährt, kriegt man schon Routine über. Aber ich habe einfach Mühe mit Singapur. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr könnt mir gerne auch das in die Kommentare hineinschreiben. Ob ihr mit Singapur klarkommt oder auch nicht. Aber es ist jetzt gar nicht meine Strecke, da muss ich sagen. Stadtkurs allgemein. Finde ich gar nicht geil. Auch Aserbaidschan ist gar nicht so meine Strecke. Ich liebe eher so Strecken, halt, die wirklich Rennstrecken sind. Und nicht Städtekurs, die da umbastelt worden sind für auf eine Rennstrecke. So, sind wir ready für den Restart. Fake Maschine würde ich mal behaupten. Wir haben jetzt recht viel Benzin zusammensammeln. 3 Runden Safety Car sind es insgesamt gewesen. Und jetzt hoffen wir, dass wir ein bisschen vorkommen. Allerdings bin ich aber leider nicht so schnell gerade unterwegs mit diesen Reifen, aber wir müssen es probieren. Die Strecke ist frei. Grüne Flagge. Oh, ich hatte einen guten Restart gehabt, aber habe vom Gas Elben innen. Okay, das ist ein bisschen, ja, da hätte ich ihn wahrscheinlich durchlassen sollen, aber egal. Keine Strafe, also alles konform. Grosjean da vorne, ach, das sind ja schnell, ey. Helben, der will es einfach wissen. He? Oh, kein schlechter Exit gehabt. Vielleicht kommen wir am Grosjean vorbei. Ja, ich musste durchboxen, aber es ist gegangen. Ja, ich komme nicht irgendwie am Sainz vorbei, ich bin voll am Strugglen da. Also wenn ich viel Cuts drin habe, ist es einfach, weil ich mega ruhig bin und nie etwas sagen, weil ich mich so konzentrieren muss. Es ist echt schwierig reden und gleichzeitig hier fahren.
So, aussen am Sainz vorbei. Und der IRS noch. Nice, okay. Sainz haben wir mal. Sauber gemacht. Gute Arbeit. Russell vor uns, wir können den Punkt holen. Das hätte ich einen Spoiler fast kosten. Das IRS muss ich jetzt mal aufladen lassen. Das habe ich erst vorher die ganze Zeit gebraucht. Das hat auch nicht mehr so viel Zapfen drin. Sei vorsichtig, wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Okay, Grip Lock gleich nachher. Aussen wieder. Russell hat aber schön Platz da für mich, danke. Wow! Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Okay, aus dem Nichts kommt er wieder. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der hinter mir steht. Und wie schnell spielt der Alpha Tauri da? Oh shit, shit. Oh mein Gott. Wie eng das jetzt gerade war, bitte. Sein so zu wissen. Versuch so rum. Oh shit, das war schlecht. Aber Russell müssen wir irgendwie noch holen. Das wäre immerhin eine kleine Entschädigung, dass wir hier immerhin ein Pünktchen holen. Aber hinten machen es auch Druck. Also vor allem der Sainz. Come on! Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Oh, jetzt mit DRS und ERS. Oh! Da macht er Platz. Wow, da der letzte Sektor ist Hölle. Ich kann den nicht schnell fahren, weil ich einfach nur noch rutschen gefühlt. Also sobald ich tiefe Geschwindigkeiten habe, habe ich das Auto fast nicht mehr unter Kontrolle. Aber der schnelle Streckenabschnitt geht einigermaßen noch. Es sind immerhin Punkte drin. Noch. Okay, du holst den Wagen. Oh, ich habe einen Schopf bekommen von hinten. Oh, Russell, sein Spoiler ist weg. Das ist gut, dann halten jetzt die Leute hinten dran auf. Hoffentlich. Letzte Runde jetzt, nicht riskieren. Ich fahre extra langsam jetzt, aber meine Reifen sind tot. Ja, über die Hälfte abgenutzt. Hinten ist eben schlimm, hinten rutsche ich hure. Aber wir haben guten Abstand zum Elben. Also ich denke nicht, dass er jetzt noch uns überholen will. Vielleicht aufholen ja, aber überholen wahrscheinlich nicht. 2 Sekunden. Ah nein, das 1 ist hinter uns. Ja, das 1 ist hinter uns. Oh, wenn ich natürlich noch Fehler mache, dann könnte es so einfach werden für ihn. Okay, das 1 gibt doch noch Gas. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er noch so eine Reserve hat. Längst vom Sprit? Ja, ja, locker. Oh! Okay, gut, haben wir noch retten.
Holy shit, das ist jetzt auch recht knapp geworden am Schluss dort mit dem Sainz. Aber wir haben, glaube ich, genug breit gemacht. Ja, immerhin P10 noch Punkte holen von P8 gestartet. Ja, für eine Rennstrecke, die ich wirklich gar nicht gerne fahren, also gar nicht gerne fahren oder gar nicht kann fahren, sage ich jetzt mal so. Weil ich mich so konzentrieren. Ferrari hat gewonnen. Ja, ich meine, Hamilton hat gewonnen. Okay. Wer hat gewonnen? Leclerc gewonnen, okay. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, also, wir schauen mal noch gescheit die Rangliste. Nicht mich wundern, was jetzt so passiert ist. Die Safety Car Phase hat einiges durchgemischt. Also, wir haben Leclerc, Verstappen, Hamilton, Vettel, Gasly, Stroll, Bottas. Bottas war eben schlecht, Ocon. Antonio vor uns, okay, der hat ein gutes Rennen gehabt, von 17. Aber der hat wahrscheinlich von der Safety Car Phase profitiert. Nachher kommen wir Sainz, Albon, Grosjean, Raikkonen und wo ist eigentlich der Dings? Wo ist der Norris? 17. Okay. Der ist ja noch schlechter gefahren als wir. Aber immerhin ein Pünktchen geholt. Ist halt wieder schade für das Team, weil uns fehlen einfach Punkte in der Teamwertung. So, wir sind wieder zurück im Hauptquartier. Das nächste Rennen ist in Sochi, also in Russland. Und wir neigen uns ja am Ende zu von der Saison. Also es geht nicht mehr so wahnsinnig lang. Ja, wir müssen mal schauen, jetzt eben noch wegen der Entwicklung, dann, wie das so genau abläuft. Wir sind eigentlich gut drin, wir sind nahe bei Ferrari sogar. Aber es ist schade, dass der Lando keine Punkte hat jetzt momentan, weil das tut natürlich uns ein bisschen abstufen. BWT gewinnt Vorsprung und wir verlieren irgendwie den Boden. Wir haben zwar noch eine gute Lücke zu Alpha Tauri, aber auch die kann man schnell noch schrumpfen. Es sind, glaube ich, noch etwa 5 Rennen, wenn es mich nicht täuscht. Ich weiß nicht, haben wir da irgendwo eine Übersicht, welche Rennen das kommen? Da sehen wir es ja jetzt. Also Sochi kommt jetzt, nachher kommt Suzuka, Japan. Ist auch nicht so eine gute oder so eine Lieblingsstrecke von mir, aber okay, sage ich jetzt mal. Austin ist, geht so. Mexiko ist auch die ich gar nicht kann. Brasilien hingegen ist wieder eine coole Strecke. Und Dubai ist so lala. Sage ich jetzt mal. Aber ja, dann würde ich mal sagen, wäre es das mit dieser Folge von F1 2020. Wir gehen im nächsten Rennen auf Russland und hoffen, dass wir dort auch noch mal gute Punkte holen für das Team. Und ja, wenn es euch gefällt, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, so wie ihr das auch noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen und dann sehen wir uns dann einfach im nächsten Rennen wieder oder im nächsten Video besser gesagt. Bis dann sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.